die Schule sollen Melissa und Tim einen Vortrag über ihr Lieblingsessen vorbereiten. Sie möchten für ihren Vortrag eine PowerPoint erstellen. Doch die beiden haben kaum Vorerfahrungen und wissen überhaupt nicht, wie und wo sie überhaupt anfangen sollen. Doch was eine PowerPoint ist oder wie man eine Präsentation erstellen kann, das erfahrt ihr jetzt. PowerPoint ist ein Präsentationsprogramm von Microsoft. Genauer gesagt gehört es zu Microsoft 365 Abonnement und ist in der Desktop-Version für Windows und macOS sowie in der mobilen Version als App für Android oder iOS verfügbar. Die aktuelle Version für beide Betriebssysteme ist Microsoft PowerPoint 2019. PowerPoint ist eine Software, mit der man Präsentationen erstellen kann. PowerPoint kommt überall dort zum Einsatz, wo man Bilder, Grafiken und Texte auf mehreren Seiten übersichtlich gestalten möchte. Wenn man jetzt PowerPoint öffnet, sieht man viele verschiedene Fenster. Man kann zwischen einer leeren Präsentation oder einem vorgegebenen Layout entscheiden. Wenn man jetzt eine leere Präsentation öffnet, sieht man in der Mitte 2 Textfelder, in die man etwas schreiben kann. Das obere ist etwas größer als das untere und ist für den Titel der Präsentation vorgesehen. Das untere Feld ist für einen Untertitel da. Hier kann man zum Beispiel die Namen der Verfasser hinschreiben. Auf der linken Seite kann man sehen, auf welcher Folie man sich befindet, und man kann zwischen den verschiedenen Folien hin und her wechseln. Oben befindet sich die Symbolleiste, bei der man einen Schnellzugriff auf eine Reihe von Befehlen hat, die für verschiedene Funktionen zuständig sind. Bei Start kann man Funktionen ausüben, wie zum Beispiel eine neue Folie hinzuzufügen oder die Schriftart des Textes einzustellen. Wie der Name Einfügen schon sagt, kann man hier viele verschiedene Dinge in die Präsentation einfügen, wie zum Beispiel eine Tabelle, Bilder, Diagramme und so weiter. Bei Entwurf kann man das Layout der Präsentation ändern. Beim Befehl Übergänge kann man entscheiden, ob oder wie ein Übergang zwischen dem Wechsel von 2 Folien aussehen soll, zum Beispiel schieben, wischen oder teilen. Bei der Bildschirmpräsentation kann man entweder nach Beendigung der Präsentation oder zwischendurch sich angucken, wie die Folie den Zuschauern angezeigt werden. Beim Tutorial überprüfen kann man die Präsentation auf Fehler kontrollieren. Wenn man eine Folie hinzufügen will, drückt man, wie schon gesagt, unter Start auf Folie hinzufügen und anschließend kann man auswählen, wo und wie die Textfehler platziert werden sollen. Um eine Folie zu löschen, drückt man mit einem Rechtsklick auf die unerwünschte Folie und wählt Folie löschen aus. Tim und Melissa wollen sich in ihrer Präsentation mit der Pizza beschäftigen. Als erstes haben sie ihr Thema oben hingeschrieben, im Textfeld Titel hinzufügen. Danach haben sie in das Textfeld Untertitel hinzufügen, in diesem Fall ihren Namen hingeschrieben. Nachdem sie mehrere leere Folien vorbereitet haben, überlegen sie sich Unterthemen für ihr Hauptthema. Nun erstellen Sie eine Gliederung bzw. ein Inhaltsverzeichnis in einer neuen Folie. In das Inhaltsverzeichnis schreiben Sie erstens Rezept, untergeordnet erstens Punkt 1 Zutaten, erstens Punkt 2 Zubereitung, zweitens Infos und drittens Quellenverzeichnis. Danach recherchieren sie nach den überlegten Unterthemen und notieren in Stichpunkten die herausgesuchten Infos. In einer weiteren Folie schreiben Sie als Überschrift Quellenverzeichnis. Dort fügen Sie den Link der Website ein, von der Sie die Infos herausgesucht haben. Dahinter schreiben Sie noch das Datum von dem Tag, an dem Sie die Internetseite genutzt haben. Zum Schluss in der letzten Folie macht man eine Schlussseite. Dort kommt zum Beispiel rein: Vielen Dank fürs Zuhören oder Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und ein Habt ihr noch irgendwelche Fragen kommt auch oft dahinter. Zum Schluss fügen Sie noch ein paar Bilder aus dem Internet in die Präsentation ein und ändern anschließend noch unter dem Befehl Entwurf das Layout, damit die Präsentation anschaulicher wird. Jetzt können Tim und Melissa die PowerPoint der Klasse vorstellen und haben fürs nächste Mal schon Erfahrungen. Wir hoffen, ihr habt genauso wie die 2 etwas aus dem Video mitgenommen.